Jelle Fleit, herzlich willkommen für eine neue Mission hier im Dock von Blick auf Europa am Georges Bach. Wir hatten das Woche ein ganz evenementiert, also eine ganz bewegte Woche, wo ganz viele Evenementen waren. Und davon will ich da drei rauspicken, drei Sujets will ich mitbringen. Das ist erstens der Besuch vom Papst, was ganz wichtig war. Zweitens den Preisüberreichung vom Sacharow-Preis. Und der dritte, das den neuen Investitionspack von der Kommission, von der Jean-Claude Juncker-Kommission. Den Papst hat, wie gesagt, als Oberhaupt von der katholischen Kirche und auch als Staatschef vom Vatikan hat hier einen Besuch gemacht. 1981 war für das der Papst Jean-Paul II. Hier auf Besuch. Durch noch große Evenementen die stattfanden in Europa, in Richtung freie Europa, in Richtung Demokratie in verschiedenen Ländern. Das hat der Papst auch uns geschwärzt und das Europaparlament hat Hoffnung ausgedrückt und hat uns ermutigt, hat uns Courage gemacht, für die großen Probleme umzugehen, die, wie gesagt, im Moment rundherum auch in Europa bestehen. En huet de Mënsch awer an den Mittelpunkt stalt wird Dignität vum Mënsch an den Mittelpunkt stalt an nach en ganz paar Sachen och de Mënsch rundherum mat all sine Probleme, die en huet, mat dem Vertrauen wette verloet, net nëmmen an die Institutionen, mir auch sos rundherum, dat man darum herstellen, huet als Hoffnung a Courage gemacht, wie gesot, an en huet auch Probleme angesprochen, die mir konkret sind, wie zum Beispiel, dass immer so viele Flüchtlinge nach Europa kommen und nicht ankommen, die an mir ertrinken, dass Mittelmeer darf nicht das Käfig von Europa sein. Er hat Familie angesprochen und hat auch die Umwelt angesprochen, das heißt Natur, die wir kriegen, die wir sollen schützen, die wir uns nachkommen sollen weitergehen an einem intakten Zustand. Alles das sind Sachen, die der Papst angesprochen hat. Und es war ganz interessant, zu spüren, dass hier eine Unterstützung kommt, dass hier ein Applaus kommt von praktisch sämtlichen Fraktionen, von ganz rechts bis ganz links. Das hat uns auch immens viel bewiesen. Das hat uns bewiesen, dass der Papst auch als eine Persönlichkeit als die erste geholt wird, praktisch von allen Bürgern, von allen politischen Parteien, von allen Fraktionen. Den zweiten Sujet ist, wie gesagt, den Sacharow-Preis. Der Sacharow-Preis, auch das geht auf 1981 zurück, wo das Parlament dezidiert hat, den Preis zu überreichen für die Menschenrechte, für Leute, die sich einsetzen, für geistig Freiheit in Europa, Menschenrechte, Demokratie. Und da sind schon ganz interessante Persönlichkeiten, Schriftsteller, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, auch Gruppen, die heute den Preis kriegen vom Parlament. Dieses Jahr ist es den Dr. Denis Mukwege, den aus der Demokratischen Republik Kongo kommt, den sich da ganz stark einsetzt für die Gewalt, die da gegen Frauen und noch gegen Kinder herrscht, die hauptsächlich ausgeübt wird, als Kriegsmittel von den Rebellen, für das zu bekämpfen, für nicht nur den Leuten medizinisch Hilfe zu geben, aber auch psychologisch Hilfe. Und hat ein Projekt, ein ganz interessantes Projekt da laufen, mit einem Spital, ein Panzi-Projekt herstellt. Und das ist als Parlament im Gang, für das zu unterstützen, für das Projekt zu unterstützen. Aber der wir noch nicht vergessen, den politischen Weg zu gehen, das heißt auch mir in unseren Resolutionen und so weiter ausgeschwert, dass endlich Frieden hergestellt wird, Frieden hergestellt wird an der Demokratischen Republik Kongo, was eng von den reichsten Republiken ist eigentlich an Afrika, weil ganz viel Bodenschätze da sind. Wir seit Jahrzehnten können das Land nicht richtig auf Bein, als immer im Zerab von Unruhen. An Heiden Dr. Mukwege, die setzt sich wirklich mit dem ganzen Team immens an, für, wie gesagt, die Gewalt gegen Frauen, für die zu bekämpfen, für die an den Griff zu kriegen. Und hier hat als vollste Unterstützung, und das immens, dass hier den Preis gekriegt hat, der an unseren Herren absolut verdient. Den dritten Sujet, den ich mit dir ausschwätzen will, das ist, wie gesagt, der neue Investitionspack von der Kommission. Der soll ja wurst Beschäftigung an auch die Investitionen, wie gesagt, die dem Moment dazu feiern, zu wurst zur Beschäftigung, soll den ukirpen. Und Jean-Claude Juncker hat den an seiner Untrittsrede hat hier das ja schon gesagt, ihn hat er proklamiert, für zu sagen, hey, vier Christen erkennt mein Projekt, wie ihn das soll an den Griff kriegen, wie ihn da Investimenten soll herstellen.
An hin huet Wort gehalen, net nem Wort gehalen, huet am Fonge sogur als freizeitig Christchtengeschenk net präsentiert, awer signifikant, dass das en hohe Detail am Parlament als Eicht präsentiert. Dat mir eigentlich net gewinnt, an das ganz gut so, dat mir als Matgesetzgeber direkt an die Großverantwortung mat abzugin, hin ass net sos iwwerall do Materielle gang, dass net an Pressgam en hue Detail hier im Parlament gemer, an das wirklich ganz wichtig auch für de Message. Was bedeutet lo den Investitionspark? Den soll dat Vertrauen, wat am Fong Verlorgängers an Europa bei den Investisseuren net nëmme noch bei den Bierger awer für allem bei den Investisseuren soll herstellen. Iwer 90% vun den Investitionen fannnen de Moment ausserhalb vun Europa statt. Und wir denken immer direkt durch China, Indien, aber auch an Amerika, an Australien, an Kanada und so weiter gëtt ganz viel méi investiert wie an Europa. Dat huet natürlich en ganz paar die Ursachen, dat ass de Vertrauensverlust immer durch die Krise hunn, durch die ganz Problematik, durch die ganz Umwälzungen, afir in allem durch einen Entschädungsprozess. Ich meine, hier sind immer nach 28 national souveränen Staaten, die müssen dezidieren. Und geht auch darum, für den Prozess zu beschleunigen, wann Investitionen ausstehen, für wie gesagt, die 28 Memberstaaten müssen mitmachen. Das ist eine Notwendigkeit, für das Projekt hier hat gelingt. Natürlich als China mir einfach da hat just mal am Provinzchef zu dienen, an den dezidiert, ob der Flughafen gebaut wird oder ein TGV-Linien gebaut wird. Das ist ein bisschen kompliziert. Und das ist am Anfang auch der zweite Punkt, das heißt, wir mussten nicht fertig bringen, die Entscheidungsprozesse mehr schnell zu kriegen, Bürokratie aufbauen. Wir haben eine ganz paar Hemmnisse, administrative, technische Regeln und so weiter, die man muss an den Griff kriegen, die man muss aufbauen, für das Vertrauen an Europa hergestaltet. Jean-Claude Juncker hat fertig bei seinem ganzen Projekt, den sich um Geld handelt, um Wirtschaft, hat nicht trotzdem fertig für den Menschen an den Mittelpunkt zu stellen. Und das immens gut ankommt bei den Leuten, und das ist auch eine absolute Notwendigkeit für die Leute, die Bürger persönlicherem Vertrauen zu gehen an Europa. Hin hat gesagt, das ist wichtig, die Investitionsprojekte zu gucken, und da soll ein Ausschuss gegründet gehen. Das Ganze soll ja mit der Europäischen Investitionsbank zusammen funktionieren. Sozusagen 350 Milliarden sollen dort zustande kommen. 21 Milliarden teilweise aus dem Budget von der EU, teilweise aber auch Investitionen von der Europäischen Investitionsbank sollen den Hebel am Anfang sein, für Privatkapital Last zu kriegen, zu enteisen, weil das Kapital als das Leute bringt auf die Banken noch im Moment gut keine Zinsen. Das heißt, es ist absolut notwendig, dass wir die Projekte, dass wir den Ausschuss gründen, dass wir den Fonds gründen, dass wir den Ausschuss gründen, die Projekte bewertet und die so, hey, das ist wirklich wichtig für Europa. Das können Schulen sein, das können Verkehrsinfrastrukturen sein, Energienetze, Breitband, Internet und so weiter. Und das sind zukunftsorientierte Investimenten, die Europa sollen erstens mal Arbeitsplätze schaffen während dem Bauen, aber auch durch Europa Wirtschaft fit machen für die großen Herausforderungen, die anstehen. Das ist eigentlich so gedurcht, dass die Memberstaaten, wie gesagt, sollen mitmachen. Die gehen noch ugereizt am Fonds, die kriegen Reizergebote für an den Fonds zu investieren. Das, was sie hier investieren, sollen sie nicht ugerechnet kriegen zu den Kriterien, zu den Defizitkriterien für den Stabilitätspakt. Das wäre eine Sache, wo sie den Memberstaaten, wie gesagt, das will schmackhaft machen. Und das ist auch notwendig, dass die Memberstaaten hier mitmachen. Das ist für mich, wenn ich Schwerpunkt gesehen an dem ganzen Projekt, dann ist es da ein bisschen, dass die Memberstaaten vielleicht aber die eigenen nicht unbedingt Notwendigkeit angesehen an die anderen nicht die Möglichkeit haben, Viere zu machen. Aber es geht nicht mehr, wenn die Memberstaaten, wie gesagt, mit in einem Strang ziehen. Das, wie gesagt, ich hatte gesagt, der Fonds war immens wichtig. Als, den zweiten Punkt, dass die Projekte, Glaubwürdigkeit von den Projekten, das sollen unabhängigen Ausschuss bewerten. Und der dritte ist, wie gesagt, den Aufbau von den Hürden, administrative Barrieren. Die 3 Punkte zusammen soll, wie gesagt, soll dazu führen, dass das funktioniert, dass mehr Interessenten da sind, die an Europa investieren. Das soll bis 2020 1,3 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Ich meine, das ist etwas, das immens wichtig ist, weil Arbeitsplätze schaffen bedeutet für die Leute auch Menge, dass die Austeritätspolitik, die im Moment aber bestehen oder verschiedene Länder, dass das aufhört, dass die Leute Arbeit tun, dass sie abkommen können und dass sie können, tägliche Leben, tägliche Leben an eurem Konsum können teilholen, dass sie sich können etwas leisten, was ja die letzte Zeit an verschiedenen Ländern ganz dramatisch war.
a verschiedene Länder konnte Bürger sich nicht mehr leisten, a verschiedene Länder huete gespurt, weil kein Vertrauen hat, weil nicht wusste, welche schwierige Zeiten an nächster Zeit vergehen. Und das hat, wie gesagt, dazu gefordert, dass wir seit 2007 einen Stillstand haben, dass wir nicht vorkommen, dass wir keine Investitionen haben und auch dementsprechend keine Arbeitsplätze. Dat an de Puerder wie gesot, dat dort den Lo méi Zeit bleibt is net fir de ganz wichtige Projekt, dé fir mech en Zukunftsprojekt ass an doheem gëtt jo ganz viel vun engem Zukunftspak geschwert, aber ha huet och Europa as ein Zukunftspak, een Investitionspak, wo man dann lo gespannt sinn, de noch a 6 Main soll stoen fir den 1. Juni 2015 sollen operationell sinn. Dat muss natürlich durch Gesetze goen, dat muss an den Mommerstätten ëmgesät, Dit muss auch ha am Parlament an de Jean-Claude Juncker huet gebierden, dat man auch wie gesot alle Goeten dorunner hëllefen, dat dat net weiter Prozedure gin administrativ Schwierigkeiten gehen, die Eiseren blockieren. Das wäre für das Woche von Straßburg ein ganz interessant Woche an. Ich melde mich zurück die nächste Woche, wenn wir zu Brüssel sind. Vielmals merci für den Angucken.